Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Schon viel besser. Hallo Freunde, willkommen zurück hier zu Pokémon Delta. Ja, in der Roaming-Rubin unterwegs. Wir sind noch ein bisschen tauchen am Surfen, weil wir ganz lustig sind und natürlich auch noch ein bisschen trainieren wollen für unseren 3 neue Pokémon. Sprich immer noch, wie gehabt, Mirania, Volt und Fei, Akka. Kann man überlegen, Gengar, Elevoltec und Bisaflor. Das war keine falsche Reihenfolge, war? Egal. Hier kann man auch tauchen. Ach ja, Amalia, die hat den richtigen Speed-Turbo drauf und ist auch noch sehr, sehr stark, also für so ein kleines Mädchen ist. Macht sie schon ziemliche Konkurrenz. Ja, sind wir halt unterwegs im Himmelturm, das heißt hier eigentlich nur zweitrangig, denn meine Priorität ist immer noch zuerst noch ein bisschen zu trainieren und hier halt die Tauchwege zu zeigen, was ich im letzten Let's Play nicht gemacht habe, sprich in der ersten Staffel. Ach, ist das nicht wunderschön? Hier ist ja gar nichts, ein Purpurstück für einen Feuerstein zu tauschen. Apropos Delta, es ist ja scheinbar als echtes, dass Nintendo auch noch den Namen Delta Emerald, also sprich auf Deutsch Delta Smaragd, gesichert hat. Was ein bisschen seltsam ist, weil von Spezialeditionen gab es bisher noch nie Remakes, aber hat sich Nintendo echt überlegt, dass man da ein Delta Smaragd daraus macht? War natürlich sofort dafür, fand Smaragd schon damals geil. Und die Kampfzone natürlich auch noch gerne und so, wir werden nachher noch dann sehen, was ich meine, wegen Smaragd, also Kampfzone vor allem allgemein. Und wieso glaube ich sowieso, also Indizien sprechen natürlich schon dafür, dass es so sein könnte. Blub, 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 blub. Ja, gerade direkt weiter. Trotzdem, wie gesagt, Wahrscheinlichkeit ist eher gering, obwohl ja sonst eigentlich, ja, sollen sonst so direkt wieder Nachfolgeversionen, also sprich 7. Generation raushauen? Nee, kaum, jetzt gerade mal das erste draußen. Vielleicht irgendwie XY2 oder doch endlich mal eine Z-Variante, eventuell eine Idee. Wo es natürlich zu Schwarz und Weiß ja auch kein Z gab, wohl. Da kann man natürlich Weiß 2 und Schwarz 2, was ja auf QM abgebildet war. Und jetzt diesen halt entweder X2, Y2 und Z für Zigarta, das legendäre Pokémon. Oder halt, dass alles irgendwie in Delta Smaragd inbegriffen wäre. Wenn man sogar beide Regionen spielen kann, natürlich auch extrem geil. Na, mal schauen. Also hier unten noch hier einen versteckten Pfad, das ist echt ganz fies zu sehen. Aber, ja, ist bloß zum Gucken. Hallo, schon ein paar Corazon vorbei. Hey Corazon, wie geht's? Toll. Das wäre sehr schön. Ja, ansonsten gibt's ja eigentlich nichts. Oder habe ich. Da gab's hier etwas? Ich überleg gerade. Ich habe damals so lange gesucht nach diesem Pfad hier, aber ich glaube, hier gab's nicht. War ehrlich gesagt, wie gesagt, nur die Ausschau. Natürlich trotzdem nice. Halt zurück. Zu Meryl. So, sind wir auch schon. Ja, immer noch der Top-Schutz. Man sieht schon, es gibt teilweise doch noch interessante Orte hier zu erkunden. Tauchen sofort! Blub. Blub, 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 blub. Ich hoffe sowieso, dass Taucher da vermehrt eingesetzt wird, weil Tauch gab es ja eigentlich sonst in anderen Generationen eher weniger. Also die 4. gab es sowieso nicht, in der 5. kann mich auch nicht so erinnern. In der 6. gab es glaube ich eine Situation, wo man tauchen konnte, aber nicht so kämpfen, so, da war es mehr für irgendwelche Unterwasserruinen. Was auch ganz cool war, aber ja. Halt einfach irgendwie nicht das Gleiche halt einfach nicht. Das war damals ein bisschen schade. Obwohl sowieso auch so war, es ja die TM, ich weiß nicht, war glaube TM4 damals oder TM6. Es gab ja damals bei der 4. Generation, sprich Diamant, Perl, Platin, gab es noch die Auflockerung oder Auflockern. Für Nebel konnte man auch damals, war das ja auch eine VM. Die haben ja echt nur in der 4. Generation gebraucht, nachher nie wieder. Das ist auch immer ein bisschen schräg.
Aber es wird ja vielleicht mal noch geändert. So kann man scheinbar nicht mehr tauchen. Okay, wieder zurück. Moosbach City. Da gehen wir doch mal wieder zurück nach Xenroville. Zumindest mal in Richtung Xenroville. Ich glaube mich zu erinnern, dass es auch ein paar Stellen gab, wo man noch ganz cool tauchen konnte. Ja, come on, mach das doch endlich mal hier sowieso. Blablabla. Ich glaube, es war sogar hier. Also sprich halt hier tauchen. Wenn wir ganz kurz, muss ich noch gucken. Gestartet ein paar dann. 6 Minuten sind rum. Okay. Genau. Das ist ein normaler Weg, da kommen wir gleich wieder darauf zurück. Aber hier sind noch ein bisschen abseits des Weges. Ich glaube, hier gab es einen geheimen Pfad für irgendwelche Geheimbasen. Wenn ich mich richtig erinnere. Eine Meerjungfrau. Ja. Sicher. Und ich bin Ariel oder was? Das kannst du knicken, Freundchen. Was? Die sind stärker? Libiskus. Ah, zum ersten Mal, genau, ich dachte schon, ne? Ein bisschen schräg. Aber es war kein Rematch, deswegen hat es auch kein höheres Level. Vergesst es, Freunde, ich habe keine Chance gegen... Keine Chance gegen Elevoltex. Donnerschlag. Jetzt auch Erdbeben einsetzen können, ja. Wenn ihr für nachher mal Äther einsetzt, glaubt, ein Donnerschlag könnte hier noch ziemlich zugrunde gehen. So, levelt auch ziemlich schön. Das ist cool. Fast ein Traum. Eine Meerjungfrau zu werden oder wie? Ja, wo wir sinken. Tut dir keinen Zwang an. Wobei, lieber nicht, sonst kommen wir noch dran wegen. Versucht Mord zu irgendetwas. Ja, weiß man denn genau, das war das hier? War schon alles? Nee, come on. Eine Geheimbasis, das kann's doch wohl nicht sein. Eieiei. Komm schon, weiter geht's. Haben wir hier sonst noch so Schönes? Ein paar Gräser, okay. Schutzseite natürlich nochmal. Dankeschön. Blub, 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 blub. Servus. Auch der kann blub, blub, blub. Der Taucher Jan. Ein Weilord. Oh Mann, hat eine Chance zu überleben. 50-50! Ja. Er hatte kein Glück. Wow. Und dieser Flur levelt auch krass. Also krass übertrieben. Aber es levelt mit. Blub blub. Ja, blub dich doch selber, hey. Das klingt irgendwie schmutzig, wenn man so sagen darf. Das ist einfach gerade ein Relikan, so es geklingt hat. Geklingt hat. Ja. Also kleine Wasserspielchen halt. Das sind ja teilweise auch ganz schön. Diese Hibiskus unter Wasser natürlich auch noch. Ich glaub, Lampen, Landturns gibt es auch noch. Und dann wie gesagt, die Kurse haben wir auch schon gesehen. Ach ja. Jetzt sind wir hier im geheimen Gewässer. Und es geht geheim zurück. Aber wozu ist die Frage? Ein Kampf noch? Zählt das Pokémon? Wow. Hat sich Erfolg gelohnt. Okay, das ist ein Pokéball, aber sonst sind immer nur Geheimbasis, war. Naja. Ein Grünstück! War noch ein Blattstein? Eher weniger.
sonst hat sie ja nichts. Oh Mann, das ist doch voll Kacke. Ja, ich kack mich ein. Was? Na zu, Merel. Ja, mach doch endlich mal. Komm hier schon. Das ist ein Landtouren, wenn ich komplett verhört habe. Ich warte immer noch auf ein Pokémon-Spiel, wo echt jedes Pokémon seine eigene Stimme hat. Also mein Pikachu hat es ja auch, sagt ja auch nicht so irgendwie so sondern echt Pikachu. Und wenn ich halt schon noch geil, wenn das alle Pokémon so eine Stimmausgabe hätten. Klar, ich meine, es sind noch viele Pokémon, und Anime haben sie es ja auch drauf. Ist ja nicht auch das Spiel integrieren. Mal warten wir mal. Irgendwann, vielleicht irgendwie mal bei der 20. Generation, wird es vielleicht mal soweit sein. Also mal, stell dir mal vor, irgendwie über 2000 Pokémon Pokédex komplettieren. Nee, das bringt es nicht mehr hin, nee. Ich glaube, dann, spätestens dann sage ich mir, nee, hasta la vista, ich bin zu alt dafür. Für den Scheiß. Blub, blub, blub. Ja, ich blube dich auch. Ja, Schlümpfe können halt schlumpfen und Taucher können bluben. Ein Stahltyp schon. Ein Fee-Typ, Anfälle gegen Stahl. Ich hab dummerweise keinen Stahl und auch kein Gift. Um mal die Attacken ein bisschen zu variieren, wäre es ganz geil gewesen. Und 40, Mann. Wir sind so krass stark. Blub. Tja, Level 1 haben sie alle bekommen, war und jetzt um Level 40 herum. Was mache ich gerade genau? Äther wollte ich nehmen. Ein Äther. Donnerschlag, dankeschön. Könnt ihr auch irgendwie ein bisschen nachhelfen mit der AP Plus und so, aber wir haben noch etwas vor für später. Als irgendwie noch einen Trainer, den ich besiegt habe hier unten. Also, ich meine, ist natürlich die Route Richtung Senroville, also mit dem waren wir schon mal. Ob ich die Trainer auch platt gemacht habe, das ist eine andere Frage. Da ist eine Libiskus-Gruppe. Libiskus. Der könnte noch sein. Jo. Ich bin auf Schutzsuche. Mir egal, wir kämpfen jetzt. Pelipper. Alter, Pelipper. Das kann sogar auf Stufe 60 sein, keine Chance. Denn es gibt einen 4-fach Damage. In your face. Alter, das müssen Schmerzen sein. Pelipper. Ja. Chaos wird auch stärker. Cool. Ah, noch eins. Landtour. Oh, da wäre es doch lieber mal ganz kurz. Oh, natürlich Erdbeben. Ah, ich glaube Landtour und Schwebe. Nee. Wasserschwebe an schlecht. Keine Ahnung mehr. Wir werden es aber gleich rausfinden. Ist nicht nötig, aber sieht ganz nice aus. Bisaflor, Mega Evolution zu. Mega Bisaflor. Pflanzenstyle. Ach du Scheimkleister. Da geht dir fast jedes Wasser-Pokémon in die Knie. Außer natürlich ein Gardos. Obwohl ein Megaform vielleicht auch. Aber nur noch irgendwie ein Wasser- und Lichttyp. Das ist auch so eine Kombination, ey. Die es ja auch schon so oft gibt. So, wir sind hier unten also fertig. Das wieder zurückblubbern. Und weiter ab in den Süden. Jawohl, wie gesagt, ich werde jetzt noch hier oben fertig machen. Sind bereits wieder 15 Minuten rum. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier durch sind und dann direkt zum Himmelturm kommen, ist sehr gering. Ich weiß noch nicht. Ich überlege gerade, wo kam man jetzt hier schon wieder hin? Das war doch auch irgendwie... Es gab sogar die geheime Blumenwiese, oder? Kann das sein?
Die Geheiminsel, genau. Was genau zu tun haben soll, weiß ich jetzt auch nicht. Man kann hier so eine Geheimbasis bauen, aber es sonst noch etwas gibt hier. Übrigens, als das erste Mal hier war in Alpha 4, dachte ich mir zunächst, hä? Erinnert mich ein bisschen an den... ich überlege gerade, wie hieß das schon wieder? Das war doch also es gab doch bei Tales of Symphonia, im ersten Teil, gab es einen Baum, um nachher noch einen Elementargeist des Lichts gefunden hat, sprich, war schon in Luna, glaube ich. Und an diesen Baum halt von dort, das hat mich jetzt gerade diese Art ein bisschen erinnert. Schon verrückt, war. Was man hier so alles sehen kann. Obwohl natürlich der Baum damals bei Tales of Symphonia war halt nicht von Wasser umgeben, ne? War einfach ein Baum in der Wüste, aber war halt trotzdem ein Baum, ein Baum. Tja, ihr kennt sie, wa? Warum? Weil Baum. Ja, das lüften, jo. In der Kalos-Region auch, nächsten sich auch und ein Remake von Perl, Platin, sag ich, Diamant, Perl, Platin, sprich halt in der Sinnoh-Region garantiert auch wieder. Da gibt es dann bereits die Ultra-Evolution, da wird natürlich auch eine Ultra-Entwicklung. Also wenn das Nintendo auch noch macht, so eine Ultra-Entwicklung, dann sage ich langsam mal Pokémon-Welt auf Wiedersehen. Dann war es für mich das mit Neuerungen. Ich finde ja schon, die Mega-Entwicklung reizt schon ziemlich aus. Natürlich, ja, irgendwie schon ein geiles Feature, aber natürlich die Frage, kriegt jetzt jedes Pokémon so eine Mega-Entwicklung und kriegt das nur bestimmte und das mit den anderen Pokémon sind einfach zu schwach oder wie auch immer. Das ist nicht einfach zu viel des Guten. Und Dodri gegen die Haie, verdammt, hätte Eis nehmen können. Nein, ich Trottel. Die levelt auch weiterhin, gut. Xatu, das ist ein Psychoflug, du. Der fliegt gleich nicht mehr, Eishieb! Der Expertengur macht 10 Freunde. Nach Tommy wird stärker, das ist doch einfach nice. Ich gebe auf. Ja, wäre besser. Zumal der Part wieder bald vorbei ist, oh Mann. Was macht der Michael hier bloß? Das ist eine gute Frage. Bei denen war ich doch schon. Also habe ich nicht alles gemacht, aber ein bisschen war es schon. Ja, genau, das war bereits. Okay, wenn man sagen, ich lasse sie mal jetzt außen vor, die auf der Overworld. Kann natürlich sein, dass ich den einen oder anderen verpasst habe, aber dann scheiß drauf. Obwohl, die bewegt sich so seltsam. Ja, haben wir auch schon. Den? Hä? Hab ich echt noch ein paar verpasst? What's going on? Der A. Dann nimmst du ein A weg, können es ein Stolo sein. Im Englischen zumindest. Ach du Scheingeister. Ein Käfer. Bringt Kampf nix, Boom bringt nix, Eis bringt natürlich auch nix. Feuer wäre cool, aber natürlich kein Feuerhieb dabei. Geht eigentlich auch vorne, wenn man sich so. Alter! Versuch's mal bei. Ja, sprich ein Elevoltank mit Feuerschlag statt Eishieb. Geht auch. Wird allerdings seltener benutzen. Ich habe genug Feuerattacken im Team. Auch später noch genug Feuerpokémon im Team. Deswegen ist das nicht unbedingt nötig. Und ich gebe jetzt voll eins auf die Mütze. Mit der Mega-Entwicklung. Jetzt kann es nicht mehr abhauen. Was es sowieso nicht vorhatte und Feig kriegt ein Level Up. Sehr schön. Alter, Spezial, der plus Initiative ist ja Wahnsinn. Nee, du musst nichts mehr. Du hast schon alle Attacken, die du brauchst, Mann. Das englische Stollos wurde
So, mal ein bisschen tauchen, mal gucken, was wir noch hier haben. Und dann würde man sagen, gehen wir uns langsam mal Richtung Flussbrunnen, war? Weil da in der Nähe ist der Himmelturm. Blub, blub. Tolle Begrüßung unter mir, war? Blub, blub. Blub, 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 blub. Ein Relikant, ein Gestein-Pokémon. Das schreit nach einem richtigen fetten Kreuzhieb. Über Kreuz. Bitte was? Was denn der Defense, ey? Alter. Das tut weh, Mann. Ein armer Volt. Nein, zu mehr das brauchst du nicht. Du bist nur unser VM-Viech. Klingt böse, ist aber so. Okay, Volt wird schwach. Sieht noch cool aus, wa? Ein gestalterisch an sich echt. Ich muss allgemein sagen, die Remakes von Nintendo sind hier echt krass. Also, da kann es echt nicht irgendwie was meckern und sagen, oh, ne, das ist scheiße, das ist ein Remake. Wieso überhaupt? Ist sowieso das gleiche wie alt und so und einfach nur ein HD oder so etwas halt neu gemacht. Nee, ist alles echt viel besser. Jetzt nicht nur hier bei Pokémon, sondern auch allgemein halt bei der Zelda-Serie auch. Und ja, wie gesagt, also Remakes, die können sie echt machen. Nintendo sind die Remakes, Gurus. Und ich finde, gab es eigentlich, sobald es irgendwie mal ein Remake gab von einem Spiel bei Nintendo, gab es eigentlich immer irgendetwas Besonderes. Sprich, entweder eine neue Region oder sonst etwas Neues, eine Zusatzfunktion vom Spiel selbst. Irgendwie ein generelles Update, das alles ein bisschen vereinfacht hat. Besser Speichermöglichkeiten. Es gab immer so viel noch Neues zu entdecken. Wahnsinn. Wie zum Beispiel jetzt hier bei der Delta-Episode, war auch komplett etwas Neues. Und das mit dem Überfliegen auch ganz geil. Ja, da hat Nintendo schon was zu bieten. Und Bums die Bums. Der Bums lieber weniger was. Das ist politisch nicht korrekt, Herr Michael. Ja, ich weiß. Politik ist scheiße, sowas habt ihr gesagt. Nee, Politik selber nicht, aber teilweise halt, die das ausführen, das ist jetzt halt wegen Unfähigkeit oder weil sie das anpriesen, was sie nachher gar nicht machen, und weil sie irgendwie bestochen sind und so. Ja, das ist... Politik ist ein heikles Geschäft, aber eigentlich schon immer so. Oh mein Gott, wir tauchen in die nächste Region und über die nächste Route. Blub, 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 blub. Die haben wir schon mal geblubbt. So viel Blub weiß ich noch. Ja, hier scheint alles schon geblubbt zu sein. Oh man, immer dieser Blubber, wa? Diese Blubbersprache vor allem. Voll gegen die Wand gefahren. Hä? Geht's nicht weiter? Okay, tschüss. Wir müssen hier weiter tauchen. Das ist doch fies. Das ist diskriminierend. Das geht nicht. Okay, nächste Runde, Freunde. 129 Mal auf dem Weg Richtung Pokémon-Liga. Zumindest mal so teilweise. Und hier kann wieder gesurft werden und getaucht werden. Ja, am nächsten Tag geht es nicht hier weiter. Ich glaube, hier oben haben wir schon alles gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere. Wir sehen es gleich. Jo. Und hier irgendwo geht es noch weiter wegen dem Himmelturm. Sprich, dann machen wir alles im nächsten Part dann. Und haben natürlich hoffentlich noch ein höheres Level und sind dann bereit für die nächsten Kämpfe, weil ein paar stehen noch bevor. Und vor allem, einer ist noch ein ganz harter. Ja, der wird lustig, ey. Ja, ein Fight, der wird Hammer. Wohl, das ist ziemlich stark mittlerweile schon wieder. So, wenn wir ein bisschen mit Miwine trainieren und mit Fei auch noch. Und wie gesagt, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier bei Omega Rubin, natürlich Delta Abenteuer. Bis dahin, tschüss.